An der Lot den neuen Deel vom Gitarworkout mam Ich Schulte. An der letzter Sendung mit den Schulte als seg 5 Wege Defekt op segem Paddleboard gewiesen. Lo weisen ass nach der Recht. An da geht et an den Delay ranhai. Es schon 2 Delayen die selwecht vun TC Electronics den Flashback, weil ich brauch een Delay fir normal Solo-Sounden, dat das etwas wie ein Echo. Den hun auch relativ diskret angestaltet, nëmmen der Bang Wiederholung. Der Heiert könnt just enkeier. Den Wiederholung. An den zweiten Delay, den brauche ich für Special Effects. Schon den Hai op Reverse Delay angestaltet. Da kann ich so psychedelisch Sounden da fuhren. Zum Beispiel. Ja, der sieht, das schon ein bisschen mehr extra ist, aber ich brauche die 2 effektiv. Okay, von dem Special Effects Delay geht es dann an die Rotpedal ran. Das ist ein Hall of Fame Reverb. Die meisten Verstärkeren haben eine Reverb on board, meisten sie Feder Reverb innen Chassis vom Verstärker ubruhig. Den auch Verstärkere wie zum Beispiel den Marshall High, den hat kein Reverb. Die meisten Gitarristen haben aber Reverb gerne. Dafür ist es immer cool, wenn eng Reverb-Pedal mat ablangt, fir wann iwwer de Verstärker spielt, wo ke Reverb onboard ass. Es spielt enke oni Reverb e ganz second Akkorduschlag. Der Heiert, do klingt gonneich no. Das ganz dreschen, du meinst Reverb dabei. Und du hörst, dass den Klang aushält, das ist ein Hall-Effekt, also sozusagen. Und den ist bei mir auch immer un. Wenn ich einen Verstärker spiele, wo kein Reverb on board hat, der Reverb ist bei mir immer un. Ja. Die Lastpedal an der ganzen Reihe, von der es dann hier raus an den Verstärker geht, das ist ein Looper. Das ist kein Effekt an dem Sinn, die veränderte Sound nicht. Da sehe ich der Rappes wie Kassetterekorder, wo ich selber da abholen. Wenn der am Fuß drauf drückt, fängt den abzuholen. Und da, wenn der auf dehnt von dem Takt, wo der will, dass sie soll aufhängen, aufzuspielen, man Fuß drauf drückt, spielt den auf. Ich meine, ich denke 4, spielen einfach einen Akkord, wieder mal an. Sorry, der Gesicht muss ihn tatsächlich am Takt drücken. Ne? Spielt, da kann ich drüber spielen. Voilà, das kann ihn so gut drüber abholen. Das kann ihn immens oft drüber abholen. Der könnt ganz Klangkaskaden dummer basteln. Okay, das war ein schneller Überblick über mein aktuelles Paddleboard. Ich hatte das mein 5. Menge, wo ich bis meiner ganzen gitarristischen Karriere habe. Ich habe ein paar Monate gebraucht, um zusammenzubauen. Erstens muss ich schon wissen, was ich brauche für Pedalen. Zum Beispiel den Saucy Overdrive, da habe ich lange noch einen guten Overdrive gesicht, bis ich den dann davon tun. Geht auf die YouTube gucken, wenn der da nimm von den Pedalen angeht, da fand er immer ein paar Videos, wo Leute weisen, wie die Pedale klingen und wie sie funktionieren. Los ich also Zeit, kauft lo nicht, will drauf lass, lauter Pedalen an, baut sie zusammen, das geht nicht. Der muss schon wissen, was er da macht. Auch Reihenfolge, wie sie nicht kommen, das ist wichtig. Für dich verzerren, wow, und dann noch recht Chorus und so weiter, und ganz zum Schluss recht Delay und Reverb. Da das so ein Faustregel, dann klingen sie besser zusammen. Ne? Die Stromversorgung also Voodoo Lab Pedal Power 2. Das erlaubt es für 8 Pedalen simultan mit Strom zu versorgen. Voilà, das war es von meiner Seite für diesen Paddleboard Rundown für den Guitar Workout. Let the good times roll!